Guten Morgen und herzlich willkommen im zweiten Teil von unserer Predigtserie «Entfesselt Leben». Gemeinsam als Kirche sind wir auf einer Reise, es ist eine 40-tägige Entdeckungsreise. Hin zu einem Leben, das befreit ist. Hin zu einem Leben, das Sinn erfüllt ist. Hin zu einem Leben, das Frucht bringt. Und das ist ein grosses Ziel, das ist uns allen bewusst. Ein Ziel, das wahrscheinlich auf dieser Erde, da im Jetzt noch nicht in seiner ganzen Vollkommenheit erreicht werden wird. Aber die Hoffnung von unserem Glauben ist, dass einmal der Tag wird kommen, wo alles Unvollkommene vorbei wird sein. In dieser Zeit, in dieser Gegenwart mit Gott im Himmel. Auf dieser Entdeckungsreise geht es jetzt nicht um Hauruck-Übungen, es geht auch nicht um mehr Wissen anzusammeln. Gerade für die vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, ist es jetzt nicht etwas wahnsinnig weltbewegendes Neues. Aber es ist etwas, was sich im alltäglichen Leben immer und immer wieder zeigt. Im täglichen Unterwegssein mit dem Jesus, also Sachen, die uns eben helfen können, mehr von dieser Entfesselung in unserem Leben wahrzunehmen. Wir haben letzte Woche gestartet mit dem Titel oder mit dem Thema «Frei von begangenen Fehlern». Und wir gehen heute weiter mit dem Stichwort «Frei von der Vergangenheit». Und über dem heutigen Sonntag steht ein sehr bekannter Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn man Kinder begleiten beim Aufwachsen in ihrem Leben, dann hat man das Privileg mitzuerleben, dass all das, was das Leben diesen Kindern beibringt, mitbringt, ihnen hilft zu wachsen und sich zu entwickeln. Es ist ein bisschen so, als ob jeder Mensch von uns so einen Lebensrucksack mitbekommen hätte auf sein Leben. Und während dem Aufwachsen packt er da hinein in den Lebensrucksack rein Erlebnisse, Erfahrungen, Emotionen. Und zwar von der ganzen Couleur, die es gibt. Freudig, fröhlich, begeisterndes, aber auch Schwieriges, Herausforderndes, Trauriges. Und das alles, das tragen wir so mit in unserem Leben. Und man sagt doch so schön, die Vergangenheit, die prägt uns. Die Vergangenheit macht uns zu dem, wo wir sind. Und so sind wir Menschen unterwegs tagtäglich mit unserem Lebensrucksack, der gefüllt ist mit all diesen Erlebnissen, gefüllt ist mit all diesen Emotionen, gefüllt ist mit all dem, was die Vergangenheit uns auch so zugemutet hat in unserem Leben drin. Und das, was wir in unserem Leben mittragen, das nützt uns ja auch etwas. So lernt man es ja bei den Kindern. Wir merken ja das positive Erlebnis, Kinder dazu bringen, Sachen zu wiederholen. Also wenn man Erfolg hat, wenn man gelobt wird, wenn man merkt, das bringt etwas, das nützt etwas, dann ist man eher geneigt dazu, das in Zukunft wieder zu machen. Und Schwierigkeiten, schmerzhafte Fehler versucht man so gut wie es geht zu vermeiden. Und so nützt uns unsere Vergangenheit etwas und jedes von uns hat im Lebensrucksack so ganz viele verschiedene Sachen drin. Vielleicht so das bekannteste oder das naheliegendste ist natürlich die Orientierungskarte. Die Karte, die einem zeigt, wo man durchgehen will. Die Erlebnisse, die wir gemacht haben, die helfen uns, in der Zukunft Entscheidungen zu treffen. Sie helfen uns, Orte zu sehen, wo wir lieber wieder hingehen wollen, weil sie schön sind, weil sie erfolgreich sind, weil sie etwas von dem uns spüren lassen, was wir uns wünschen. Andere Orte vielleicht ein bisschen weniger. Dann, wie man es so richtig macht, ich zeige euch, was es drin hat. Feine Bananen, da wieder. Proviant. Ich habe mir überlegt, jedes von uns nimmt ja auch Ermutigungen mit. Zuspruch, Lob, Positives, wenn er sagt, das ist so wie Proviant, wo einem Erinnerungen, wo einem Kraft und Energie gibt fürs Unterwegssein. Also vielleicht hast du auch in deinem Leben so Sachen, wo du sagst, hey, da greife ich immer wieder zurück. Dann, wenn es mal ein bisschen streng wird, dann, wenn ich mal nicht mehr so mag, Power Eagle, eine Banane führen und sagen, ein bisschen Energie in mein Leben hinein. Ein bisschen Zucker dort, das sind Ermutigungen, es ist Zuspruch in unserem Leben, wo wir mitnehmen Sachen, vielleicht von Leuten, die uns wichtig sind, die uns gut tun, die wir mit dabei haben. Dann gibt es ja manchmal auch, habt ihr gesehen, wie ich das zusammengegoogelt habe? Dann gibt es ja auch Erlebnisse in unserem Leben, die manchmal schwierig sind.
und so durchgestandene Schwierigkeiten, so Erlebnisse, die wir gemacht haben, wo wir gemerkt haben, hey, da haben wir uns gut und konstruktiv können auseinandersetzen mit schwierigen Erlebnissen in unserer Vergangenheit. Das kann so ein Regenmantel sein, eine Regenjacke für unser Leben, wo dann Schwierigkeiten, Herausforderungen, vielleicht auch schwierige Worte, die uns entgegenkommen, so wie abperlen lassen. Das schützt uns vor dem, dass manchmal eben das Leben nicht nur Schönes für uns parat hat. Dann habe ich in diesem Rucksack ein Seil. Ich habe mir gedacht, so gute Ratschläge oder die Weisheit von Gott, die Wahrheit von Gott, das ist wie so ein Seil. Und dann, wenn es mal schwierig wird, wenn wir drohen abzustürzen, dann geben uns die guten Ratschläge oder die Weisheit von Gott, die Sachen, die wir gelernt haben, geben uns Sicherheit und sie helfen uns. Auch wenn wir vielleicht einmal in der Gefahr stehen, den falschen Tritt zu machen, dass wir unser Leben nicht gegen die Wand fahren, sondern dass wir eben eine gewisse Sicherheit haben. Aber viele von uns haben in diesem Rucksack auch noch etwas anderes. Schwere Steine und Lasten, die wir mittragen. Ich würde sagen, es sind die Sachen, die das Leben nicht so gut gemeint hat mit uns. Verletzende Worte, verletzende Handlungen, die andere Menschen uns gemacht haben. Eigene Fehler. Vielleicht Enttäuschung über das, wie das Leben eben nicht so rausgekommen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Unbeantwortete Gebete. Man hat geschrauen, man hat gerungen, man hat alles gemacht. Unverarbeitete Enttäuschungen, schmerzhafte Erlebnisse und so Emotionen, die schleifen wir mit in unserem Rucksack. Und ich zeige es euch, es hat da immer noch einen drin, einen grossen. Aber den lassen wir jetzt da noch ein bisschen drin. Geht es nicht manchmal auch so, wenn ihr so Aussagen lesen in der Bibel, wie der Vers aus dem 2. Korintherbrief, dass man denkt, schön wär's. Die Bibel malt da ein grossartiges Bild und vor unseren Augen zeichnet sie uns so eine Realität und wir denken, aber warte doch einmal, in meinem Leben hinein, auch als Christ, habe ich etwas gelernt. Klar, der Text, der kommt uns gelegen. Dort, wo wir merken, Schwieriges, Enttäuschungen, Schmerzhaft, das würden wir nur so gern zurücklassen hinter uns und würden sagen, wir lassen das alles zurück. Das beschäftigt uns nicht mehr, das gibt es nicht mehr, wir können das löschen aus unserer Vergangenheit und jetzt ist alles Judi, Hudi, Geissen, ihr wisst schon, wie es weitergeht. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Manchmal habe ich auch das Gefühl als Christ, sage ich so, man betet das Gebet und sagt, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben und ich gebe dir mein ganzes Leben an. Und dann passiert das Wunder und alles ist einfach weg. Aber wenn man im Leben unterwegs ist als Christ, vielleicht auch schon seit Jahrzehnten, dann merkt man etwas, was schon der Martin Luther, ein bekannter Theologe und Reformator, gesagt hat. Er hat nämlich in Bezug auf die Taufe gesagt, wo uns eben befreit von dem Alten, das ist ja so ein Symbol, wenn man sich taufen lässt, untertauchen und wieder auftauchen, ist das ein Symbol, wo eben das Fehlerhafte, das Schwierige, die ganze Vergangenheit, wo manchmal wie ein Stein in unserem Lebensrucksack lastet, wo man das zurücklegen kann. Und er sagt, der alte Adam in uns, also all das Schwierige, die Vergangenheit soll ersäuft werden. Und dann, nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Es tut sich eine Spannung auf in unserem Leben hinein. Eine Spannung zwischen dieser Aussage aus dem Korintherbrief, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist alles neu. Das Alte ist vergangen, du bist komplett eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur und unserem Erlebnis drin. Das Schöne ist, wenn man in dem Bibeltext im Kapitel 5 liest, dann spürt man die Spannung im Leben von Paulus ganz genau so. Also der Paulus drückt eigentlich gerade dort drin in die Spannung aus, dass er sagt, ich habe wie zwei Seiten in mir drin. Auf die eine Seite die hoffnungsvolle Zusage, wo ich zutiefst glaube, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er für meine Fehler gestorben ist, dass er sein Leben hingeht und er gesagt, du hast ja keine Strafe mehr verdient, weil ich die Strafe auf mich genommen habe. Alle Schmerzen, alle Schande, alle Sünde, alle Fehler, alles Unvollkommene ist wie von deinem Leben weggenommen worden und auf den Jesus da wurde. Und es haftet nicht mehr an dir. Es ist nicht mehr Teil von dem, wer du bist, was du bist. Das ist die hoffnungsvolle Zusage, wo der Paulus sagt, auf das freuen wir uns. Und wir wünschen uns, wir könnten jetzt schon dort sein. Und wir wünschen uns, wir könnten jetzt schon das Alte abziehen und das Neue anlegen. Und wir könnten übergehen in die Ewigkeit hinein, wo alles vollkommen und perfekt ist, so wie wir es uns wünschen. Und auf der anderen Seite kennt auch der Paulus so Situationen, wo er sagt, so ganz zeigt sich das noch nicht 100% in meinem Leben drin. Und dann sagt er aber etwas Wichtiges. Er sagt, Gott schaut uns nicht mehr
durch die Brille an von unserem alten Mensch, sondern er schaut uns an, so wie wenn er Jesus sieht, der vollkommen war, der heilig war, der rein war, der keinen Fehler hatte. Und er sagt, wenn er uns beurteilt, das ist das Wort, das da übersetzt wird, beurteilt, dann macht er das nicht nach unserem alten Leben. Also unsere Zukunft, das, was vor uns liegt, das, was wir uns verdient haben mit unserem Lebenswandel, das ist nicht bestimmt, wird nicht beurteilt aufgrund von unserer Vergangenheit. Nicht durch unsere Fehler, nicht durch unsere Unzulänglichkeiten, nicht durch die schlimmen Sachen, die uns zugestoßen sind in unserer Vergangenheit. Sondern unsere Zukunft ist losgelöst von dem. Das ist die gute Nachricht vom Evangelium. Auch wenn sich das vielleicht in unserem Alltag noch nicht zu 100% so zeigt. Es ist in unserem Denken, in unserer inneren Gesinnung, in unserer Haltung, in der Realität, wenn man es so sagen will, anders. Auch wenn ein bisschen etwas von dem Amis wieder aufschwimmt oben, dass man es wieder runterdrücken muss im Leben drinnen. Die Gnade von Gott deckt nämlich nicht nur unsere Vergangenheit zu, bevor wir unser Leben Jesus anvertraut haben, sondern auch unsere Unvollkommenheit in jedem Tag drinnen. Von dem haben wir letzte Woche sehr viel gehört und ich mache dir Mut, die Predigt noch zu hören, wenn du sagst, hey, ich spüre, da ist etwas, das auf mein Leben zutrifft, wo mir da drinnen ist. Der Paulus würde uns also einen Rat geben und würde sagen, bleib nicht in der Vergangenheit hängen. Lass nicht die Vergangenheit dein Leben bestimmen. Manchmal haben wir so eine Eigenschaft, oder? Wir haben dann so unseren Lebensrucksack und da sind so Sachen drin und dann denken wir, wie es schwer ist und wie es schwierig ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Kennen ihr das? Oder? Man versucht ja nicht über die Sachen nachzudenken, die einem enttäuscht haben. Man versucht Menschen aus dem Weg zu gehen, die schwierig sind, wo man schwierige Erlebnisse hat. Man versucht irgendwie möglichst sich nicht mit den Themen zu beschäftigen, die schmerzhaft sind. Und es scheint mir ein bisschen so, als ob wir würden sagen, ich habe ja gar keine Vergangenheit. Kommen wir da raus? Du kannst dich umkehren und du merkst, ich sehe ja gar nicht. Aber den Rucksack hast du ja immer noch an, auch wenn du nicht siehst. Also du kannst schon so tun, als wäre das alles da nicht und kannst sagen, ich sehe ja nichts, ist ja alles gut. Aber die Last auf deinen Schultern bleibt da. Und darum glaube ich, lohnt es sich eben auch anzuschauen bei dieser Vergangenheit. Also eine befreite Zukunft nicht im Sinn, dass man sagt, ja, ich lasse einfach alles da zurück. Oder ich tue so, als wäre es nicht gewesen, sondern im Gegenteil. Anzuschauen und zu sagen, was hat es da noch für Sachen in meinem Leben drin? Was ist da in meiner Vergangenheit? Und wenn ich spüre, es kommt etwas auf, es schwimmt wieder auf, dann eben es nicht einfach wieder runterzudrücken, sondern in die Hand zu nehmen, Gott anzustrecken und zu sagen, also was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir jetzt mit dem um? Die erste Sache, und das ist naheliegend, ist, nicht im Schwierigen hängen zu bleiben. Die erste Ratschlag, den der Paulus uns geben wird. Oder mit ihm könnten wir sagen, aus dem Philipper Kapitel 3 ab Vers 12, wo er es folgendermaßen beschreibt. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Ach, wie gut tut doch das, wenn man das liest von dem heiligen Überapostel, Übermensch Paulus, dass in seinem Leben auch noch nicht alles perfekt ist. Und er hat es gewusst. Er hat es doch selber auch gewusst. Noch lange nicht erreicht habe und nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Jetzt der Satz, wo man sich auf der Zunge zergehen lässt. Ich habe noch nicht alles erreicht, aber doch ich setze alles daran, es zu ergreifen. Die Zukunft, die Verheißung, das Versprechen von dem Sinnerfüllten, von dem Befreiten von alten Lasten, von dem Fruchtbringenden Leben im Heute und im Jetzt. Ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eines steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Ich glaube, wenn der Paulus auf seine eigene Vergangenheit, auf sein eigenes Leben geschaut hat, hat es, weiss Gott, einiges gegeben, was er sehr gern vergessen hat, sehr gern zurückgelassen hat. Und trotzdem müssen wir alle akzeptieren, dass unsere Vergangenheit uns zu dem gemacht hat, wo wir sind. Ich glaube, es geht da nicht in erster Linie darum, die Augen zu verschliessen, die Vergangenheit zu ignorieren und zu tun, als wäre es das nicht gewesen. Sondern es geht darum, sich ganz bewusst zu sagen,
Die Vergangenheit ist vergangen. Sie ist vorbei. Und egal, was ich mache in meinem Leben, ich kann sie ja sowieso nicht mehr ändern. Und jetzt kann ich so tun, als gäbe es nicht. Und so tun, als könnte ich frisch, fröhlich einfach so durch mein Leben durchgehen. Aber es nützt nichts. Manchmal lohnt es sich, das anzuschauen und anzugehen, weil man befreit fürschen gehen, weil man Neues ins Auge fassen will, weil man zu einem Mensch werden will, wie der Paulus sagt, der so richtig erfüllt und befreit ist, das Neue zu ergreifen. Sein Rat an uns ist ähnlich, wie ein bekannter Wüstenvater Antonius auch schon gesagt hat, als er gefragt worden ist über die Weisheit, die er hat fürs Leben, einen Ratschlag für einen anderen Mönch. Und er hat gesagt: Lass dich nicht ein Ding gereuen, das vorbei ist. Manchmal bleiben wir hängen in der Vergangenheit. Unsere Gedanken kreisen nur ums Hätte und ums Wäre. Wir machen uns vielleicht selber Vorwürfe. Wir machen vielleicht anderen Menschen Vorwürfe. Und anstatt dass wir uns an Jesus festheben und anstatt dass wir uns ausrichten auf das, was er für uns parat hat und versuchen, das zu ergreifen, heben wir fest an der Vergangenheit. Heben wir fest an den Enttäuschungen. Heben wir fest an diesen Sachen und es dreht Runden und Kreise in unserem Inneren drin. Manchmal ist es bitter, was wir erlebt haben. Manchmal tut es weh. Aber im Zurückschauen gibt es den Zuspruch von der Bibel, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns zu verurteilen. Er ist nicht gekommen, um uns unsere Fehler vorzuheben, damit wir sie ja nie mehr vergessen und schön demütig werden. Sondern die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um uns zu befreien, um die Lasten von unserem Leben abzunehmen. Und wie ich schon gesagt habe, in dieser Predigt von letzter Woche gibt es viele Hilfestellungen, wie man das ganz konkret im Alltag machen kann. Also anschauen, das akzeptieren, es ist ein Teil von meinem Leben. Und Vergebung bitten oder Vergebung aussprechen, wie wir es letzte Woche gehört haben. Und so das können loswerden, aus dem Rucksack raus tun und bei Jesus deponieren. Das Erste ist also nicht, in den Schwierigen von der Vergangenheit hängen zu bleiben. Das Zweite ist, es gibt ja auch die andere Gefahr, dass man in der Schönheit vom Alten hängen bleibt. Oder so wie Jesaja 43 sagt: Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Spannend, dass es eben nicht nur das Schwierige kann in der Vergangenheit behalten, sondern auch das Schöne. Und manchmal wird durch die Vergangenheit so glorifiziert, die guten, alten Zeiten, die so herrlich und wunderbar sind. Und man denkt, ach, heute ist alles so schwer und heute ist alles so schwierig. Ach, könnten wir doch wieder so leben wie vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, vor 200 Jahren. Aber sind die guten, alten Zeiten wirklich so gut gewesen, wie wir oft meinen? Und auch wenn sie so gut sind, wie wir oft meinen, können wir sie wirklich wieder zurückholen, indem wir an ihnen festhalten. Manchmal schaffen wir es nicht, uns auf das Neue auszurichten, auf das Neue einzulassen, was Gott in unserem Leben hinein möchte, weil wir so fest an dem Alten hängen, wo schön war, wo es gut da hat, wo wir gerne hatten. Die bittere Wahrheit lautet, auch schöne Erinnerungen sind Erinnerungen. Sie sind vorbei. Wir können das Rad von der Zeit nicht zurückdrehen. Das Einzige, was wir haben, ist der heutige Tag. Und Gott macht uns Mut und sagt, verpass nicht all das Gute, all das Schöne, was ich parat habe im Heute, weil du so fest hängen bleibst am Gestern. Gestalten kannst du nur mit Gegenwart. Leben tust du nur jetzt. Und so macht der Paulus uns Mut, in dem Ausrichten auf das Neue hinein, in dem Festhalten, in dem Ergreifen von dem Neuen hinein, Sachen zurückzulassen. Nicht sie wegzuschieben, nicht so tun, als wären sie nicht. Aber zu sagen, hey, da gibt es Neues, das wartet. Und das Leben ist so viel mehr als ein paar schöne Erinnerungen, die ich in meinem Rucksack hinein mittrage. Also das Erste ist nicht an Schwierigem hängen bleiben, das Zweite ist nicht an Schönem hängen bleiben. Und das Dritte, zum Schluss, ist die Vergangenheit zum Sagen nutzen. Ich habe mir überlegt, das Vergessen von der Vergangenheit ist ja eigentlich noch recht etwas Schwieriges. Weil das eben so ein bisschen fast in uns rein so der Gedanke wird aufkommen lassen, ja, also dann muss ich einfach so tun, als wäre meine Vergangenheit nicht gewesen. Ich bin jetzt ein neuer Mensch, alles Alte ist vergangen, also ist alles schlecht. Aber das ist ja eigentlich mega schade, weil in diesem Rucksack von Erfahrungen und Leben drin hat es so viel Cooles, so viel Schönes.
Und wenn wir den jetzt hier deponieren und wir nehmen den nicht mit, dann kommen wir im Leben an neue Erfahrungen, an neue Herausforderungen, neue Situationen. Und uns fehlt dann vielleicht das Seil, uns fehlt das Proviant, uns fehlt die Regenjacke, die wir hätten dabei. Das heisst eben nicht, die Vergangenheit zu ignorieren, so tun, als wäre sie nicht gewesen, sondern darauf zu achten, dass die Sachen, die unverarbeitet sind, sich verändern können in so Ressourcen, Hilfsmittel für mein Leben. Es ist mir ein Bild in den Sinn gekommen, es ist ein bisschen wie bei einer Wunde vielleicht. Wenn man sich verletzt, dann ist es schmerzhaft im ersten Moment. Man könnte sagen, es ist eine negative Erfahrung, irgendetwas, das uns getroffen hat, das uns verletzt hat. Und solange die Wunde offen ist, solange sie unverheilt ist es schmerzhaft. Jedes Mal, wenn wir anschauen, jedes Mal, wenn wir es berühren, jedes Mal, wenn irgendetwas dran ankommt, tut uns das weh. Aber es gibt das, dass unser Körper das heilt. Und aus einer Wunde wird eine Narbe. Eine Narbe ist immer noch da. Die bleibt das Leben lang. Sie erinnert uns daran, an die Vergangenheit, die wir hatten. Sie erinnert uns daran, an Erfahrungen, Erlebnisse, die wir gemacht haben. Aber wenn sie verheilt ist, dann tut es nicht mehr weh, wenn man drauf kommt. Dann tut es nicht mehr weh, wenn man dieser Person begegnet oder wenn man daran denkt oder wenn man so einen Punkt im Leben kommt. In eine ähnliche Situation. Sondern wenn es verheilt ist, wird aus einer Wunde eine Narbe, die uns helfen kann, stark zu sein im Jetzt. Und letztens hat mir mal jemand gesagt, keine Ahnung, ob das medizinisch wahr ist, dass das Narbengewebe sogar stärker ist oft als ursprüngliche Gewebe. Das heisst, wenn du eine Verletzung hast, ist es wahrscheinlicher, dass es an einem anderen Ort sich wieder verletzt oder reißt, wieder an dem Ort, wo sich das vernarbt hat. Ja, manchmal ist es ein bisschen unschön. Manchmal ist es etwas, wo halt zu unserem Leben dazugehört. Aber es ist so verheilt, dass es mich nicht mehr belastet. Erfahrungen aus der Vergangenheit können uns helfen, im Heute barmherzig mit anderen Menschen umzugehen. Können uns helfen, einen Schritt auf andere Leute zuzumachen. Können uns helfen, vielleicht auch Leute besser zu verstehen oder ihnen besser zur Seite zu stehen in ihren Herausforderungen drin. Weil wir selber wissen, von was wir reden. Und aus dem Rucksack mit seinen Lasten wird plötzlich ein Rucksack mit vielen Hilfsmitteln, die uns hilft im Leben, im Heute drin. Oder wie man manchmal auch sagt, Gott kann aus Mist Dünger machen. Mir ist der Josef in den Sinn gekommen, eine bekannte Figur aus der Bibel. Er ist als Jugendlicher verkauft worden von seinen Brüdern. Weil sie eifersüchtig waren auf ihn, haben sie ihn für ein paar Fränkli auf Ägypten raus verkauft. Für viele Jahre hat er nicht gewusst, ob er sie jemals wieder sehen wird. Aber irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, sind seine Brüder vor ihm gestanden. Und er hat allen Grund gehabt, zum hässig zu sein, zum verletzt zu sein, zum enttäuscht zu sein, zum ihnen alle Schande zu sagen. Aber was er ihnen gesagt hat, war völlig etwas anderes gewesen. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Wisst ihr, die Steine, das ist nicht der tiefere Sinn von schwierigeren Erlebnissen in unserem Leben. Das ist manchmal so eine einfache Antwort. Schwieriges ist schwierig und bleibt schwierig und Falsches ist falsch und es bleibt falsch. Und es wird nicht besser, wenn man es ignoriert. Aber wenn man es anschaut, wenn es heilen kann, dann kann Gott aus dem Schwierigen, aus dem Mist in unserem Leben einen Dünger machen, der uns hilft auf unserem Lebensweg und anderen Menschen. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten, zum Heilung zu bringen für uns. Und Herr, ich danke dir für meine Vergangenheit. Für die Sachen, die ich gerne genommen habe. Für die schönen Erlebnisse. Für das Erfüllende. Ich danke dir aber auch für die Momente, die schwierig sind. Vor allem für das Wissen, dass du mit drin bist. Dass du mich nie allein gelassen hast. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Das dir abzugeben. Mit dir heilen zu lassen. Umzuwandeln. Von einer Last auf meine Schultern hin zu einem Werkzeug, zu einem Hilfsmittel für mein Leben. Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, demütig zu sein und barmherzig zu sein mit mir selber und mit anderen Menschen. Weil das Leben manchmal schwierig ist, herausfordernd ist. Und ich wünsche mir es für unsere Kirche, dass wir entfesselt werden können, entfesselt sein, jedes Einzelne, der zulässt, jedes Einzelne, der da ist. Kann befreit werden von diesen Fesseln von der Vergangenheit hin zu einem Leben fürs Neue.
Ich will meinen Fokus auf dich richten. Dich ergreifen. Das Neue ergreifen. Weil du mich ergriffen hast. Amen.